Gruselig, traurig und deprimierend zugleich. Das und vieles mehr gibt es nur hier zu sehen, hier bei Pokémon Omega Rubin. Willkommen zurück, Leute. Ja, in der Pyroberg halt, oder beziehungsweise halt diese Etage noch mit Friedhof und so. Ist schon ein bisschen traurig, muss man dazugeben. Ich glaube, hier oben wird es auch nicht viel besser. Den er überwacht hat. Dann haben wir es hier. Ich habe einen Tropf. Ja, schön für dich. Wozu eigentlich immer diese ledige Fixierheit aufs Äußerliche? Und das zeitlich gesehen passiert es doch eh nicht mehr. Das stimmt. Nein, es ist viel zu klein. In dem Grab ist nie mehr Platz beim Pokémon um mich. Selbst für mich allein wird es darin ja schon arg eng werden. Nein, es reicht noch lange nicht. Hä? Ich bin Grabräuber! Spukball. Ah, eine Geißattacke. Hier ruhe mein herzallerliebstes Pokémon und ich in trauter Zweisamkeit. Okay. Sagst du bald schon das zeitliche oder wie? Das Meditalisnit. Meditalisnit, ja gut. Die TM30 Spukball. Ja, ich will schon die ganze Zeit das Tengulis beibringen, weil Geist ist eigentlich ähnlich wie Unlicht vom Schaden her. Das macht Geisterschaden und Psycho-Pokémon auch, aber das ist eben doch nicht ganz das gleiche, weil ich kriege keinen Stab dazu. Und natürlich für Gardevoir, wobei Gardevoir ist ja Psycho-Fee. Also ganz kurz mal gucken vom Typwechsel her. Kommen wir natürlich Psycho-Fee. Okay, ja, ich mache natürlich Kampf-Pokémon, Gift. Kampf, Gift, Drachen, Unlicht-Pokémon machen so Schaden. Wenn ich jetzt noch eine Geistattacke dazu bekommen würde, könnte ich ein Psycho-Pokémon auch noch reinhauen, plus Geistern. Atomic und Spukball. Denk mal, testweise kann das durchaus was bringen. Im Großen und Ganzen, jawohl. Spezialverteidigung. Die natürlich auch. Ein fieser, strahlendes Ziel verwirrt. Ja, fies ist natürlich wirklich, aber bringt es das wirklich bei einem Psycho-Feen-Typ Spukball beizubringen? Nee. Nee. Ist eine coole Attacke, aber hier ein bisschen unnütz. Sorry. Brauchen wir die doch eher später noch. So, raus hier und weg hier. Heißt für uns, wir gehen direkt hier raus und bemühen uns hoch zur Spitze, wo sich auch irgendwo Team Magma befinden soll. Die Musik, hey. So, noch ein TM. Dankeschön. Hier ist soweit nix. Okay. Die Tiere mit Irrlicht. Verbrennt garantiert. Ist ja... ja, cool. Aber eigentlich auch nur für ein Geist-Pokémon. Dort oben. Okay. Wow, jetzt ist so ein ganz kleines plötzlich. Kommen wir irgendwo rein. Ein Top-Äther. Sehr schön. Ein spitzes Pyroberg, müssen echt aufpassen, Leute, weil hier gibt es viel Verstecktes. Oh, noch ein Hyperball. So, jetzt haben wir nur einen normalen Pokéball. War das hier irgendetwas? Jo. Ein Top-Drang, um genau zu sein. Oder genau zu sein wohl eher. Gehen noch einmal, dankeschön. Wo geht's denn jetzt genau noch lang? Man kann hier runterspringen, wa? Nö.
Und das nächste Gebiet, Freunde, und hier haben wir natürlich mit vielen, vielen Mitgliedern von Team Magma zu kämpfen. Also dann, los geht's! Hörigkeit vom Schlottberg, der Tag der Abbrennung ist gekommen! Das glaube ich eher weniger, denn dafür bist du viel zu schwach, Kumpel, der Rüpel. Smogon. Lecky. Mein Pokémon, das durch Boosten bringt hier nicht viel, deswegen direkt mal die Drachenklaue. So physisch sind noch stark, so ein Smogon. Alles finster oder was? Drasche. Drasche. Smogon. Der kam nicht wieder. Und der Rüpel ist im Arsch. Oh nein, schon besiegt man mit diesem Scheißkind. Hey, kein Scheißkind. Ein Kind, aber kein Scheiß. Für wen hältst du dich eigentlich? Was kann ein Minderjähriger Duschen gegen uns ausrichten? Ja, man sieht es ihm noch viel. Ein Kamau. Feuerboden, alles klar, Alter? Na, sehen wir gleich. Es wird hier richtig schön geboostet. Und der Bodycheck. Bringt nicht viel dazu. Sind meine DVs auf der Verteidigung viel zu hoch. Come up. Und Kokir wird auch stärker. Und alle werden sie stärker. Das gibt's doch nicht. Magneien. Ja, du bist zwar ein Unlicht-Typi, aber ganz ehrlich. Tschüss, Mann. Und noch ein Level up, Mann. Noch mehr Power im Angriff. 4 weitere Werte auf dem Angriff, hey, Alter. Und noch ein Megastein. Für ein Banett. Das Banettoid. Ist das ein Pokémon? Ein Paling, cool. Kann ganz gut gebrauchen. Denn ich hab da auf Alpha Saphir noch gar keins. Das Problem ist jetzt nur, Kills direkt. Da hält es vom Drachenklau aus. Mal testen, wa? Yep, perfekt. Nur Verteidigung. Jetzt mal eine Spezialverteidigung. War schnell weg hier. Psycho weg gegen Unlicht nicht. Cool. Das war gut, Blackie. Du bist ja so sackstark. Mein Blackie. Ding dong, ding dong. Und hier kam das nächste Ding dong. Hyperball. Ups. Wieso willst du nicht rein? Komm schon, ich will dich doch bloß fangen. Ich glaube, es ist eine Pokéball-Energie. So, wenn ich mit Pikachu halt im Anime war. Das will ich auch nicht. In einen Ball hinein. So, komm schon, bloß noch 11 Minuten für den Part. Jetzt reicht's. Erstmal diese Superbälle verschwenden. Und dann geht's weiter mit den Hyperbällen. Ist gleich was drin, was? Ein Hyperball? Nö. Superball? Ja. Das ist total unlogisch, aber mir ist das egal, egal. Lalalala. Ich hab doch gefangen, das Windspiel, und es ist auch noch weiblich, lalala. Nein, nein, nein. Na. So. Inbox 1, dankeschön. Ja, nochmal sagen, mal Pokémon wechseln, sprich,
Logok an die Front. Ne, ist nix. Hier geht's auch nicht weiter, ist also bloß nice to have, ja? Oder halt schön rumzugucken. Hier ist noch was versteckt. Noch ein Zink. Hier wird vielleicht... Hier wird ziemlich viel gezinkt, wa? Ist gut. Dort stimmen wir soweit noch. Nö, hier hat es glaube ich nichts mehr. Okay, Team Magma-Rüpel. Ich hätte demonstrieren, wie bedrohlich wir von Team Magma tatsächlich sein können. Da muss aber viel zeigen. Da musst du aber viel zeigen. Oh Mann, hey, Magma. Mein Logo ist doch viel cooler. Und hier nochmal der Turmkick. Das hält selbst der stärkste Ochse nicht aus. Golbat. Und los geht's. Ah! Nein. Nein. Das kann doch einfach nicht sein. Nein, nein, es darf nicht sein. Hitzekoller. Geht doch. Und Golbat ist im Arsch. Wenn er wieder stärker wird, der Regentanz, ne, überhaupt nichts. War nur in Kombination mit Donner. Oder halt irgendwelche Fähigkeiten, war. So, und da haben wir schon die Anführer von Team Magma. Ja. Die blaue und die rote Kugel. Du bist also diese Unruhe verantwortlich, das hatte ich bereits vermutet. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich dich am Schlotberg auf später vertrösten musste. Insbesondere, weil ich dich leider schon wieder auf ein andermal vertrösten muss. Was? Ich habe keine Zeit zu verlieren, nicht mal eine Sekunde. Wenn du das Büro bergst, der rote Edelstein, gehört nun ganz allein mir, Mark von Team Magma. Ja, das, wenn ich bitten darf. Jawohl. Kümmere dich bitte um unseren Gast. Ich habe gerade leider keine Zeit für den jungen Mann. Wende dich ihm bitte nach allen Regeln der Höflichkeit zu und teile im Kampf eine gründliche Lektion. Sorge dafür, dass er nicht mal mehr im Traum daran denken würde, Widerstand zu leisten. Das gilt selbstverständlich auch für seine Pokémon. Vortrefflich. Mit roten Edelstein in unseren Händen können wir das legendäre Pokémon ganz ohne die Macht des Meteoriten aus seinem Schlummer erwecken. Jetzt brauchen wir nur noch ein Transportmittel, das uns zu uns bringt. Wir Schleifer bringen das U-Boot, das gerade in Gravelport City gebaut wird, in unsere Gewalt. Also folgen wir den treuen Untertanen auf nach Gravelport City! Was? Nehmen mal, geht nicht! Initiieren eine Analyse. Aha! Ist ein Roboter oder was? Kampf gegen Jordis! Kammerupt! Logok! Yeah, man! Tja, wenn wir mal sagen, it's time for Mega Power! Oh yes! Logok geht hier zu! Mega Logok! Komm schon, Logok! Turmkick! Und Kammerupt ist im Arsch, ja wie ein alter Barsch. Es ist einfach so im Arsch. Und das war's. Hat Spaß gemacht. Du sollst uns eigentlich vermöbeln, hallo? Dieser Kampf ging unerwartet aus. Genau wie damals auf der Insel im Süden. Jemand wie dich treffen nicht alle Tage. Haha. Ich kann mir schon auf unser Wiedersehen. Oh ja. Mir noch fiebern unseren nächsten Treff regelrecht entgegen.
Ich glaube, jetzt kommt uns verknallt, kann das sein? Oh nein, was für eine Katastrophe, das darf auch nicht wahr sein. Wir können uns einen roten Edelstein stehlen. Der rote Edelstein und der blaue Edelstein dürfen nie voneinander getrennt werden. Sie müssen immer am selben Ort sein. Na gut, nimm den verbliebenen blauen Edelstein an dich. Okay. Das war episch. Ja, und jetzt? Folge diesen Schurken und bring den Edelstein zurück. Wenn mich nicht alles täuscht, meint die Anführer, dass sie als nächstes nach Gravelport City wollen. Ja schon, aber mein Weg führt dann ganz anders hin. Was? Nein, der geht doch nicht, ich muss doch... Ja. Abgesehen davon, Freunde, wir kommen sowieso nicht direkt nach Gravelport City, denn wir können noch nicht fliegen. Also natürlich schon, aber unser Team hat gerade kein flugfähiges Pokémon. Ah, ein weiteres Thunderbolt. Sehr nice, sehr nice. Noch ein Angriffsplus zum Verkaufen. Cool. So. Lalala. Und jetzt hier, wo geht's jetzt hier genau hin? Waschmaschinen leben länger mit Carbon. Die Weiterentwicklung von Calgon. So. Hier ist alles durch, wa? Wir haben echt kein Pokémon fliegen dabei gerade. Tja. Doof, doof, doof. Heißt so natürlich, weg hier. Am schnellsten Wege. Schnell nach Gravelport City. Obwohl es eine Weile dauern wird, aber egal. Wir können eigentlich noch ganz kurz unsere Spitze austauschen. So. Schon viel besser. Komm schon, noch schneller, noch schneller, noch schneller. So. Da wären wir, zumindest fast. Ich baue dann noch ein Pokémon, Pokécenter zum Heilen. Verdammt, ich habe gerade kein Ziel. Ich könnte noch ganz kurz hochgehen, wa? Ein Stockwerk höher. Dankeschön. Tja, und hier geht es nachher Richtung Süden weiter. Das ist irgendwie, glaube ich, der schnellste Weg. Klar können wir jetzt nach Richtung Osten gehen. Nach Segasul City und dann runterfliegen, aber nö. Hier halt schon die Möglichkeit, hier runterzugehen und so und dann ein bisschen zu erkunden. Dann machen wir das da direkt auch. Aber erst mal ganz kurz hier heilen. Bei der Schwester. Jo, dankeschön. Und weiter geht's im Süden. Lalalala. Ab in den Süden. Gravelport City wollen sie als ein U-Boot klauen. Ja, Freunde, das U-Boot werden wir bald schon da wiedersehen. Also sprich, die Momente, wo wir nachher vermehrt auf die Magma treffen, werden immer kürzer. Weil seht ihr auch hier auf der Karte, mal ganz kurz, so. Wir sind jetzt hier, bereits hier oben, wa? Noch geht es wie gesagt hier runter. Und dann fliegen wir ganz kurz hier, da fahren wir vielleicht auch hier runter. Dann fliegen wir hier zurück, und zwar hier hin, gehen wir dann nochmal hier rüber nach Segasul City. Und dann ist ja auch schon Moosbach, in der nächsten Arena und hinter der letzten Arena und hier ist die Liga und so, also ist nachher alles hier, in diesem Gebiet. Das große Finale. Viel ist es also nicht mehr. Die nächste Route. Gibt auch noch ein paar besondere Typen, glaube ich. Von Zeit her vorhin ist bereits ein paar da vorbei, aber ich glaube, für einen Kampf reicht es noch. Ein Vitalkraut! Ja, ein Quasenbieter Hyperheiler.
Die Idee darin gut, die Ausführung eher ein bisschen beschissen. Ganz ehrlich, bittere Kräuter, okay, Außenfüller, du willst irgendwie einen Pokémon mit Frustrationen zu haben. Würde ich auch nicht empfehlen, ne? Das Rückkehr ist schon viel besser. Und auch viel einfacher zum Trainieren. Der Maximilian, ein Kadabra. Er hat 2 Pokémon mit heißen Drachentanz, könnte es durchaus noch lohnen. Vor allem halt, weil Kadabra eh schneller sein müsste als ich. Trotz EVs und trotz irgendwelchen DVs, also wie gesagt, trotz EV und DV, auf dem Level müsste ich aber noch schneller sein. Nee, so, er fliegt schnell, hey. Gleich noch einmal, um sicher zu gehen. So, jetzt bin ich aber schneller und doppelt so stark. Telepower. Ja, schön. Sagen wir einfach mal Knirscher. Kadabra. Der kommt nicht wieder und wir kriegen ein weiteres Level up. Und wie viele Punkte? Nicht besonders. Zen-Kopfstoß. Eine Psycho-Attacke. Brauche nicht, weil wir haben ja Gardevoir im Team. Aber vielleicht für später noch, ab diesem Moveset und so, kann man ja eigentlich durchaus mal in Erwägung ziehen. Gegen Psychos. Also, nee, natürlich nicht gegen Psychos, sondern halt gegen Gift und gegen Gift, Sonnenfell. Ja, doch, geht schon. Und noch einmal, und das war's auch mit dem kleinen Sonnenfell. Was? Sammeldrachentanz trotzdem zu wenig? Alter. Jetzt reicht's hier aber. Drachenklaue. Und ja, nicht ganz so 36, aber egal. Mein Wille ist gebrochen. Sein Willi ist gebrochen. Was? Nee, pervers. Okay, Freunde, wie gesagt, danke fürs Zusehen hier bei Omikrobi. Im nächsten Part geht's dann hier weiter. Hier fehlt doch irgendwie was. Noch ein Sondermober, ist das geil. Ja, wie bereits erwähnt, im nächsten Part geht's hier weiter. Gehen wir Richtung Süden unterwegs, im Bärenfeld und so. Können wir hier ein bisschen was erleben, ein bisschen was sammeln und so. Da müssen wir halt in Gravelport City noch Team Magma aufhalten. Aber das und vieles mehr in den nächsten Parts hier bei Omega Rubin. Bis dahin, ciao zusammen.